Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 7. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Mir scheint das Ganze recht merkwürdig. Aber ich bin daheim gsi. Das müsst ihr mir glauben. Weisst was ich langsam glaube? Dass ihr beide zusammen unter einer Decke steckt. Nein, Signore Diego, ich bin mir sicher, da muss ein Irrtum vorliegen. Ganz ruhig, meine Herren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für alles eine logische Erklärung gibt. Ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn meine Tochter bis heute Abend nicht auftaucht, dann sehen wir beide uns vor Gericht, Pantalone! Aber Diego, jetzt wart! Diego knallte Pantalone die Türe vor der Nase zu. Kurz darauf kam er wieder zurück. Das ist ja mein Haus! Also raus mit euch! Los! Diego jagte alle drei aus dem Hause. Ui. Papa, was sollen wir denn jetzt machen? Sergente, der Capitano nun ebenfalls aus dem Hause getragen hatte, stellte sich zu Pantalone und Antonio. So wie ich das sehe, will ihnen da jemand die Entführung anhängen. Und es sieht nicht so gut wie sie aus, Signore. Mit diesen Beweisen, die ich da habe, es spricht alles gegen sie. Hey. Ich würde versuchen, mehr herauszufinden, aber ich brauche einfach mehr Zeit. Hey. Wenn deine Geliebte bis heute Abend nicht auftaucht, ja, dann werde ich wohl oder übel vor Gericht müssen. Ach, wieso? Perché hast du dir auch ausgerechnet die Tochter von Diego müssen aussuchen? Ei. Und so kam es, dass Doralina leider trotz großer Suchaktion nicht gefunden wurde. Und so Pantalone Dottore um Hilfe bitten musste. Gibt es schon etwas Neues von der Vermissten? Nein, leider nicht. Das arme Mädchen. Antonio ist traurig. Traurig? Oh, Kleines, wieso bist du denn noch wach? Komm, ich bring dich ins Bett. Es tut mir leid. Sie wollte unbedingt suchen helfen. Antonio nahm Roswitha in den Arm und brachte die Kleine in ihr Zimmer. Dottore wandte sich nun ganz Pantalone zu. Sergente hat mir alles berichtet. Mein Freund, die Beweise stehen momentan alle gegen dich. Doch Sergente ist der festen Überzeugung, dass diese gefälscht sind. Natürlich bin ich auch voll und ganz von deiner Unschuld überzeugt und werde dir morgen gerne bei Gericht beistehen. Ha. Mit mir an deiner Seite kann sowieso nichts schiefgehen. Dottore mag zwar alles studiert und nichts verstanden haben, aber dennoch eines wusste Pantalone genau. Wenn es darum ging, jemanden vor Gericht zu verteidigen, war Dottore einfach unschlagbar. Jesus, mein alter Freund, ich weiss nicht, wie ich da wieder rauskomme. Ich habe so einen Verdacht, dass der Diego selber hinter dieser Sache steckt. Was ist, wenn... Paperlapapp! Ich habe bis jetzt noch nie vor Gericht verloren, wenn es darum ging, dich zu verteidigen, mein Lieber. Zur gleichen Zeit bei Signore Diego. Raffaele! Läuft alles nach Plan? Ja, Meister! Doralina ist auf eurer Privatinsel. Alles läuft bestens nach Plan. Gut. Meister, kann es sein, dass sie sich Sorgen machen?
Signore Dottore, ist Verteidigung von Pantalone. Das könnte ein Problem werden. Soll ich das Problem beseitigen? Nein! Es wäre besser, wenn ich ihn irgendwie dazu könnte bewegen, mein Anwalt zu werden. Oh, Meister, ich habe da eine Idee. Raffaele! Du hast zur Abwechslung mal etwas Gescheites überlegt. Genau so machen wir's. Psst! Psst! Am nächsten Morgen ging Dottore suchend durchs Haus. Roswitha, wo bist du, Kleines? Ach, wir haben keine Zeit für Versteckspielen. Onkel Doktor! Was? Nein, warum ist sie denn jetzt draußen? Roswitha! Dottore ging nach draußen, doch anstatt Roswitha stand Signore Diego im Garten. Signore Diego, wer sind Sie? Und wo ist meine Roswitha? Alles zu seiner Zeit, Signore Dottore. Was soll das heißen, alles zu seiner Zeit? Ich habe keine Zeit für sowas. Roswitha! Dottore wollte sich schon abdrehen, da packte Signore Diego Dottore am Arm. Was soll das? Wenn ich sie wäre, würde ich jetzt da aufschauen. Ich habe keine Zeit für so. Dottore rutschte das Herz in die Hose, denn er traute seinen Augen nicht. Onkel Doktor! Hallo! Hallo! Auf dem Dach stand ganz fröhlich Roswitha und winkte. Kleines, was machst du alleine auf dem Dach? Ich bin nicht alleine. Raffi ist auch da. Raffaele trat von einer Dachecke hervor und hielt Roswithas Hand. Dottore, dem jetzt klar wurde, was hier gespielt wurde, wandte sich Diego zu. Was wird hier gespielt? Signore, Sie verstehen doch, dass ich nicht zulassen kann, dass Signore Pantalone mit der Entführung davonkommt. Aber er hat doch gar nichts gemacht. Diego schnipste und Raffaele hebte Roswitha auf und hielt sie über den Boden. Los, wir spielen Flüge. Um Himmels Willen, hört sofort auf! Bitte, bitte! Nein, es macht Spaß, Onkel. Nicht aufhören. Doch, aufhören! Raffaele, es langt. Und ich glaube, Onkel Doktor hat verstanden, dass er ab jetzt mein Anwalt ist. Oder, Onkel? Ja, ich hab's verstanden. Warum hat Doktor so Angst? Raffi? Onkel? Wohin gehen wir, Raffi? Onkel? Wohin bringt ihr sie? Keine Angst. Nach der Verhandlung bekommst du sie wieder zurück über. Sollte ihr auch nur ein Haar fehlen, dann... Ja. Ich glaube nicht, dass du in der Position bist, zum Forderungen stellen. Los jetzt. Verhandlung geht bald los. Und damit das klar ist, ein Wort zu jemandem und dem Mädchen geht's an den Kragen. Ende von Kapitel 7. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.